Hallo zusammen, heute wollen wir für einen Neustart in der Schule oder beim Beruf zusammen das Abendmahl einnehmen, weil das Abendmahl hat eine sehr, sehr große Kraft an deinem Körper, aber auch in deinem Geist. Also Jesus nahm das Brot in dem Sinn beim Abendmahl und hat gesagt, das ist mein Körper, das ist mein Leib, den habe ich hingegeben für euch. Und während wir jetzt dieses Brot nehmen, du kannst jetzt ein Stück Brot nehmen, dann denk jetzt ganz kurz darüber nach, wer geht in die Schule, vielleicht hast du einen neuen Challenge in deinem Leben und wir beten einfach, dass Heilung ganz konkret in den Bereich hineinkommt, weil vielleicht hast du mega Angst vor der Schule, vor der neuen Klasse, vor der Lehrerin, vom Lehrer oder was auch immer deine neue Season in deinem Leben ist, dass du erleben kannst, dass Jesus, wir nehmen dieses Brot, das ist dein Leib. Ja. Und ich danke dir, dass du es zerbrochen hast, auch für meine neue Situation, für den Schulanfang, für meine Familie, für meine Ehe, für den Job, wo auch immer ich drin bin. Und ich bitte dich einfach für eine ganz konkrete Heilung in deinem Namen. Und sehen wir das Brot und sind dankbar, dass Heilung geschieht. Und auf der anderen Seite haben wir das Blut. Und was für ein Bild, das ich bei einem Neustart immer vor Augen habe, ist das Bild aus dem Alten Testament mit dem Türpfosten, wo sie das Blut vom geschlachteten Lamm links und rechts und oben und unten anstreichen mussten. Und das ist ein Bild für mich, wenn ich einen Neustart habe oder Menschen in meinem Umfeld mit einem Neustart, weiß ich, sie sind geschützt mit diesem Blut von Jesus Christus. Und dazu möchte ich den Bibelvers lesen, aus 2. Mose 12, Vers 13. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich an euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Und lass das Bild einfach auf dich wirken, genau in der Situation, wo du jetzt bist mit dem Blut. Und ich sage, dass das Blut von Jesus fließt durch meine Adern, in der Schule, an der Arbeitsstelle, beim Studium, zu Hause, wo auch immer ich bin. Und ich weiß, dass die Kraft Gottes jetzt ganz konkret durch meine Adern hindurchfließt, dass der Himmel ist nicht irgendwo, er fließt und strömt durch mich hindurch. Und ich bin dankbar, dass dein Abendmahl, dein Leib mich heilt und dein Blut mir Vergebung zuruft, aber mir auch die Kraft gibt, diesen Challenge heute in Anspruch zu nehmen. Und denk daran, Gott ist heute mit dir.